SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region». Das Mikrolabel für regionale Produkte. Psst. La 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 la. Das ist der Jan Fitze. Er arbeitet seit 10 Jahren bei SRF bei den Leuten, meistens hinter der Kamera. Das ändert sich heute. Bam! Da knallt, du meine Güte, wie ein Schuss die Braude. Ich komme grad. Statt den Leuten beim Arbeiten zuzuschauen und sie zu filmen, packt er jetzt selber an. Ich bin bis jetzt 39 Jahre in meinem Leben durchgekommen, ohne je einem Kind die Windel zu wechseln. Oh, Scheiße. Zeno, gut gemacht. Er übernimmt die 3 Kinder und den ganzen Haushalt von Raphael und dem Ciccio Ravi Pinto. Erfahrung hat der kinderlose Jan fast keine. Gaia! Jetzt ist er mit 3 Kindern ein paar Tage ganz allein. Gut, fast ganz allein. Die TV-Crew hilft manchmal mit. Sollen wir rennen? Das ist SRF bei den Leuten. Familiensache. Fitze übernimmt. Der Jan Fitze und die ganze Fernsehcrew sind im Anmarsch zu der Familie Ravi Pinto, die mitten in der Stadt Bern wohnt. 5 Tage lang sollte ich jetzt die Kinder übernehmen. Nicht einmal die Jungfrau Maria ist so unvermittelt zu einer Familie gekommen. Ich habe mich natürlich bestens vorbereitet. Bestechungsmaterial für den Spass, irgendwelche Geschenke, die Lärm machen. Weil so als Erziehungsberechtigte ist es ja immer wichtig, dass sie auch etwas mit auf den Weg nehmen für längerfristig. Und ich habe ein paar Instrumente mitgenommen, dass zumindest im Ton, den ich noch lange in diesem Haus sein muss. Oh, holen Sie! Also gehen wir jetzt halt so da rein, in alle Stricke reißen. Ja, noch der Vogel. Ja, gut. Hoi, Ciccio. Hoi, Sarah. Der Raphael und der Ciccio Ravi Pinto haben 3 Kinder. Die kennen den Jan und die ganze Crew schon, weil sich alle im Voraus schon mal getroffen haben. Alles gut? Du kannst ja da unten schlafen im Gästezimmer. Ist das mein Zimmer? Willst du mir das mal zeigen? Gut. Wow! Sogar bettet? Ja. Hast du gemacht? Danke. Wir haben schnell die Koffer. Okay. Hier ist Zwillingenzimmer. Hier ist Ballaband und hier schlaft Jada und hier schlaft der Zeno. Zeno muss mit einer da ziehen, weil der Zeno schlaft. Was ist? Geil, haben sie echt gemacht. Schau, hä? Leck ist das ein Gerumpel. Nicht am Papi und am Papi erzählen. Wir haben eigentlich erwartet, dass das Kind sie auslässt. Wie sagst du eigentlich die Papi und Daddy und Papa. Daddy und Papa? Ja, damit du brauchst du Papa und der mit der gruseli Haare ist du Daddy. Gut. Brille, Papa, Krüseli, Daddy. Und wenn du es vergisst, dann kann ich es dir wieder sagen. Gut. Geredet wird bei Ravi Pintos übrigens Deutsch und Italienisch. Hoi Zeno. Zeno, bist du da schon am Wörter lernen? Kannst du mir nicht? Wer liest der Zeno da? Der Duden. Ein schlauer Bruder. Das ist ein langweiliges Buch. Wie sagt man auf Italienisch, macht kein Seich? Non fare capricci. Giada, non fare capricci. So die ganze Truppe hier versammelt. Schön. Schau. Mit iPad. La corona di
Gaia, non di Giada. Da habe ich verstanden. Piano, scotto. Lo vuoi uno? Vuoi anche tu un po' di mais? Alle 3 Kinder von Raphael und dem Ciccio sind von 2 Leihmüttern von Amerika. Piano, piano. Nein, Schatz, ist okay. Quello lì muore fungo. Ich habe eigentlich immer gedacht, ihr habt mal so einen vollen Familientisch. Wir haben es gewünscht, wir haben es gehofft. Das war ja eigentlich das Ziel irgendwie, vor der Familiengründung, dass wir irgendwie einen Familientisch haben, mit vielen Kindern. Wie war denn das, als du realisiert hast, dass du schwul bist und wirst wahrscheinlich auch gecheckt haben, es wird ein bisschen komplizierter mit der Großfamilie? Nein. Oder Ist das für dich gar nicht? Mir war das nie ein Thema. Im Gegensatz zu ihm. Irgendwie wird es sicher eine Möglichkeit geben, Kinder zu haben. Ich bin davon ausgegangen, ja, 2 Männer, keine Kinder. Es ist schon, für mich war es ein Thema, wo ich beim Outing auch gekehrt habe und sagen, nein, ich habe einfach keine Kinder. Und für mich selber das irgendwie so zu sein. Ich habe immer gedacht, ich hätte mal Kinder. Also. Und er hat irgendwie gesagt, nein, es geht ja nicht. Und da habe ich recht gecatcht dran. Ich konnte das auch nicht so gut verdrängen wie er. Er hat gesagt, ja, das geht ja schon irgendwie. Und nein, es geht ja nicht. Und dann ist eben er gekommen, Mama, das geht schon irgendwie. Mhm. Tada! Nachtlektüre. Ich brauche jetzt Zeit für Selbststudium. Gute Nacht. Ja, ich bin gespannt, wie er sich geschlagen hat. Die beiden Väter wollen jetzt natürlich schauen, wie der Jan das so gemacht hat mit ihren Kindern. Steh da. Also rein theoretisch müsste es hier rein. Weil schon am ersten Morgen geht's los. Der Raffi ist zwar noch im Homeoffice, aber der Jan muss sich um die Zwillinge kümmern und zum Mittag kochen. Soll ich helfen? Sagen wir, 95% sollte ich Tschüss sagen. Schön. Reinlegen. Und ganz steil. Oh. Papi, siehst du nicht alles, was wir hier machen? Okay, ciao da. Aber tut's nicht. Haben wir einen Versuch. Entschuldigung. Ich glaube, gut. Ein bisschen im Verzug bin ich. Zeno, was machst du da unten? Nein, Zeno! Oh. Bist du am Malen? Ja. Was? Ist das vorher auch schon? Zeno, ist das vorher noch nicht? Nein. Hast du das angemalt? Nee. Oh, Scheiße. Ah, Jan, ei. Schade. Ah. Was hast du als erstes gemacht? Rum. Den Stift weggenommen? Ja. Hey Raffi, ist alles unter Kontrolle, aber komm nicht in die Küche. Du hast ja morgen den ganzen Tag Zeit zum Putzen. Ja. Du, wie läufst du? Wir müssen los. Ja. Ho. Ich komme gerade. Das Futter überladen. Nein, es läuft gerade alles aus dem Ruder. Wirklich alles. Nur eine Überschwemmung. Zack, ich muss rennen. Ein Kind hat der Jan nämlich ganz vergessen. Die Gaia, die wartet im Kindergarten. Hopp, Jan! Soll ich dir schöpfen, Giada?
Was? Nicht gern? Aber das hast ja du selber gekocht. Kurz durchschnaufen. Der Raffi, die Kinder und die ganze Crew isst zusammen zu Mittag. Die nächste Aufgabe für Jan kommt am Nachmittag. Posten mit den 3 Kindern. Der Rolls-Royce unter den Kinderwegen, hat man mir gesagt. So. Ah. Egal, was würde ich ohne die machen? Andiamo. Si. Wir müssen jetzt fürs Wochenende einkaufen, gell? Weil wir haben sturmfrei das ganze Wochenende. Ich will schon Weil Daddy und Papa sind weg. Das heisst, wir machen Party. Ja. Nein, das geht nicht. Ich muss ja da rein. Aber ich habe nicht viel Party. Wie macht jemand, der 3 Kinder hat? Sie haben Glück gehabt, sie haben nur eins. Also, Pizza. Machen wir den Teig selber von der Pizza? Ja, nein, vielleicht nicht. Ja, hure heiß. Das ist einfach zu viel. Es sind zu viele Wege, zu viele Tasks auf einmal. Oh, jetzt muss es weitergehen. Serena, kannst du mal den dort vorne anschieben vielleicht? Ich hier schnell parkieren und ich mache mega schnell. Zeno. Aber Kinder. Alles aber. Nein. Zeno, willst du mich veräppeln? Nein. Zeno. Was soll das? Kann ich bitte einen Sack haben? Nein. Der ist Interaktionsradius, das ist von den Händen, von den Kindern. Und dementsprechend, das ist ein bisschen ein gemeines Gob. Das hat Sachen, die nach sind und dann musst du halt ein bisschen zirkeln. Das ist das erste Mal, wo ich das Gefühl habe, ich fliege aus einem Supermarkt raus. Gut, Serena, du bist jetzt auch mit im Team. Also gut. Zweimal Pizza. Kannst du violett-pink Kuchenteig kaufen? Bitte. Den. Und dann, was tun wir drauf? Kannst du Äpfel? Zeno, 10 Minuten. Alles öffnen. Hey, Serena! Läuft! Oh. Zeno, ich habe noch einen letzten Trick für dich. Wäre da etwas? Oh ja. Du auch. Lolli. Aber dann müssen wir noch ein bisschen ruhig wieder reingehen. Ja, sicher. Hast du gern Pancakes? Also wenn du willst, dass sie essen, dann gibst du etwas anderes. So, jetzt wissen wir endlich, wieso die Eltern immer vom gemeinsamen Shopping-Erlebnis mit Kindern schwärmen. Fertig. Warum Hallo, du das ja nicht macht? Das ist doch für dich. Danke. Oh je. Was ist schon wieder Nein? Ja. Wir sagen Ja. Zeno, was ist? Oh, gar nicht mehr gut. Zeno, wo brennt? Oh je. Ist gut, gehen wir heim. Aha. Der nächste Morgen. Es ist 6:30. Der Jan hat noch Unterstützung von den beiden Vätern, zum Kind zu wecken und parat zu machen. Wir müssen in die Kita. Wo ist dein Gesicht? Also wir dürfen. Wir sind noch auf dem 7 bis um 5 in der Kita. Das heisst, der Herr des Hauses hat Zeit für sich. Also die Herren des Hauses haben gefunden, er hat Zeit zum Aufräumen. Schauen wir mal. He?
Ach, du fertig bist? Ja. Und am Abend heute gibt es Party. Habe ich versprochen und wahrscheinlich, sie vergessen eigentlich nie etwas. Wenn die Kinder etwas sagen, muss es irgendwann einhalten. So. Achtung, fertig. Hallo! Ah ja, dann noch Hand dazwischen. Hui. Hast du gut geschlafen? Das ist auch okay, wenn du heute mal nicht so viel redest. Das ist ganz etwas Neues. Nein. Ist ja noch nie. Ich habe gewartet. Halt, das Ding ist noch geladen. Allzu leicht kommst du zu Schaden. Lass die Startpistole sein, ruft er laut. Mir fällt was ein. Schnell den Sandwichbeutel packen. Globi bläst mit vollen Backen. Die papierne Tüte auf. Ja, der Junge hat was drauf. Bam! Da knallt, du meine Güte, wie ein Schuss die Braude. Die Plastiktüte. Die Athleten sprinten los. Globis Trick klappt tadellos. So, aber jetzt müssen wir vorwärts machen. Also, ich komme gerade. Ja, schön bist du mittlerweile. Komme. Was hast du gesagt, Sirene? Hast du vergessen, dass die Kinder selbst bereit machen? Aha. Ich dachte, ich wähle jetzt einen spielerischen Ansatz, als Vorbild vorausgehen und sie dazu führen, dass sie auch passieren. Gaia, ti ho chiesto, hai finito lo yogurt? Bis zum Hals. Ja. Wunderbar. In 3 Minuten müssen wir zum Haus aus. Aber... Lena! Hey, dann genießt eures Wochenende. Danke. Ich hoffe, ihr habt ein paar schöne Pläne. Wir haben auch ein paar schöne Pläne. Sehr gut. Viel Spaß. Danke. Bis bald. Oh. Der Jan bringt heute alle Kinder in den Kindergarten und in die Betreuung. Ab jetzt ist er auf sich allein gestellt. Der Raffi und der Chicho verlassen ihr Zuhause fürs Wochenende. Ciao, ciao. Rufen wir auch noch. Ciao, ciao. Ich bin gerne bei den Kindern. Wirklich. Wir haben so lange darum gekämpft, um die Kinder, um Kinder zu haben, dass wir jetzt irgendwie schon ja, einfach wirklich das so auskosten. Und das klingt manchmal doof. Er hat gesagt, ja, aber ist zwischendurch etwas für euch. Klar macht das Sinn. Aber ich wollte die Kinder so ums Verrecken wollen, dass ich wirklich genieße, wenn ich mit ihnen Zeit verbringen kann. Und man dann noch seine Ärmel um die herum hat. Dann ist das für mich... Das ist für mich mehr wert als alles Ausgang. Aber ich freue mich schon, mit dir vorzugehen. Buongiorno. Oh, Gaia, heute noch. Wo hättet ihr gehen? Giada ist auch da. Hoi, Giada, guten Morgen. So, danke vielmals und bis später. Tschüss. Was sagt das Wochenende? Hättest du nicht noch ein bisschen zu tun, wenn ich so umschaue? Im Vaterschaftsurlaub. Ja gut, dann schaffen wir halt. Ja. Alright.
Und jetzt geht's an Partyvorbereitungen. Der Jan lässt sich nicht lumpen, hat aber ein Problem. Er hat nur ein Einhorn gekauft für 3 Kinder. Irgendwie muss ich denen dann noch beibringen, dass das nicht jemandem persönlich gehört, sondern allen 3. Next. Simone! Wir legen uns mit dieser Party kein Ei. Nach jeder Party gibt es meistens einen Kater. Hoffentlich nicht bei Kindern. Nach dem Aufräumen und Vorbereiten ist 5:30 Uhr. Zeit, um endlich Kind abzuholen. Auch wieder jetzt schon spannend, weil Daddy und Papa sind heute zum ersten Mal wirklich weg. Hoi! Jan! Ich habe mich mindestens so gefreut, dich wieder zu sehen wie du. Jan! Endlich nehmen wir Tischbombe ab! Heute Abend gibt es eine Tischbombe. Offenbar. Wirklich Wisst ihr, wo wir euer Auto parkiert haben? Also gut, schnell anhalten. Stopp! Also, dann bist du im Wagen und die beiden Zwillinge laufen. Verkehrte Welt in allen Hinsichten. Also, Zeno, hier auch Wägeli stoßen. Ich schaffe es nicht allein. Oh. Das ist ein Leuchtballon aus dem Zauberwald. Der Luftballon und der Einhornballon sind mit. Nein. Alles gehört allen. Ja, mit der Einhorn sind mega. Alle dürfen dann mal mit dem rumlaufen. Ja, aber ich darf ganz assist. Das ist mal. Aber jetzt genügt es noch gar nicht. Aber ist es bei der Herzchen? Aber schau mal, wie herzig ein der Ballon kommt. Kannst du jetzt das? Willst du den nehmen? Zeno, du schmeckst nicht streng. Hast du Gaggi gemacht? Hä? Wenn wir schnell aufräumen bei dir. Ja, du kannst nachher wieder zum Rössli. Serena, du hast die Wahl. Entweder die Zeno wickeln oder da unten schauen. Zeno, hast du Gaggi gemacht, oder? Wir müssen noch schnell putzen und dann ist wieder gut. Jetzt die neue Windel kommt. Was ist los, Zeno? Ivan. Wie kommt die? Was ist da noch? Welches ist vorne? Kleberli kommt unten. Die tust du nachher vorne und oben drauf. Was, wie, wo? Andere Seite das Kleberli. So. Nein, das war schon richtig. Auf der einen Seite das Kleberli. Und die Kleberli nimmst du im Rücken vor und tust im Bauch ankleben. Oh, Scheiße. Zeno, gut gemacht. Popo. Nicht dort, nein. Ui. Warte, das ist gerade eine schwierige Operation. Nein. Und so. Jetzt hast du den wieder warm. Jetzt hast du schon die Socken an. Geil, hast du ganz viel aufgebraucht. Das Schöne ist jetzt, dass ich von meinem allerersten Mal wickeln ein Foto habe, dank dir. He? Dann bist ja du wieder parat. Haha, dann kannst du wieder spielen. Wow! Den Teig holen im Kühlschrank. Ja. Das nehmen wir. Hoi! Ah ja,
Jan, das ist selber schon. Man hat es ja nicht gesehen. Expertinnen und Experten haben mir gesagt, wenn du etwas schenkst, immer 3-mal das Gleiche. Sonst eskaliert es. Regalo. Tromba. Oh. Ui, Zeno. No. Und im ganzen Chaos gibt es jetzt auch noch Pizza. Ist ja schließlich Pizza-Party. Und wenn ihr noch etwas Gesundes wollt, haben wir hier noch frischen Kohlrabi. Jetzt malst du. Und ist bald vorbei, Jan, was sagst du? Nein, Tischbombe, ich vergesse Tischbombe. Ja, aber ich glaube, deine Geschwister müssen jetzt ins Bett. Nein, Tischbombe. Also wir nehmen hier noch Tischbomben ab und dann gehen wir ins Bett. Ja. Schau, da muss ins Bett. Ich glaube auch. Schau mal, da innen sieht schon aus wie nach einer Bombe. Es gibt gar nicht mehr Tischbomben als die wir hier haben. Nein, bitte. Ich glaube, jetzt müssen wir ins Bett. Wir müssen ins Bett. Minimum 2 Zwiebeln. Willst du da schlafen? Okay. Es ist nicht mehr Zeit für Tischbomben. Gehen wir mal auf mit 2. Du hast von Anfang an eine Exit-Strategie. Ja. Du musst von Anfang an wissen, dann ist sie fertig. Also, wenn wir das gemacht haben, ist sie fertig. Ja. Aber das lernst du auch auf die Du musst einfach wirklich konsequent sein. Sagen, so, jetzt ist fertig. Und wenn es rennt, dann rennt es halt. Fertig. Und wenn es dann gleich ist, wenn es halt nochmal und länger, dann okay. Party finito. Siehst du, da ist noch keine Brille. Jetzt sind wir noch einmal das Licht abwischen mit unseren Neonballon. Zeno? Party on! Ich würde sagen, das ist ein würdiger Abschluss von dieser Party. Gehen wir jetzt ins Bett. Schlaf gut, mein Freund. Tonk. Ja, so haben es alle weniger. Bis morgen. Tschüss. Ich posso non andare, hat der Zio gesagt. Soundtrack von der Abend. Sehr gut zusammengefasst. Ivan, der Kameramann, schiebt Nachtwach mit mir. Bis jetzt ist aber ruhig. Ruhig. Hoffentlich bleibt es so. Oh, what a day. Oh ja, das ist gut gesagt. Und ja, die beiden hatten Glück gehabt. Nach dieser Party haben alle bestens geschlafen und sind fit für am Samstag im Tierpark Bern zu gehen. Gaia! Sonst gehen wir wieder heim. Ah, schau, schon bestimmter, siehst du? Mal. Wir müssen jetzt den Bus wechseln und nicht irgendwelche Seich machen. Und da hat es. Schau, du bleibst jetzt da. Die Bremse müssen wir auch nicht anziehen. Er hat es gut gemacht, er hat es sehr gut gemacht. Also er hat gesagt, er hat den Bus, da musst du jetzt... Da können wir nicht gespässeln. Nicht spielen, nicht lauern, ja. Ja. Okay. Das hätten wir fast ausgeklärt. Das ist mein Anfängerfehler. Gaia!
Oh, schau mal da. Jetzt haben die die besten Plätze. VIP. So, herzlich willkommen hier im System 140. Regelmäßiger Langsitz, Hygiene, langsamer lassen. Jetzt musst du mal schauen, wie gut die aufessen. Ja, Sie sind dementsprechend. Ja, nicht bei dir. Sagst du noch mal sehen? Tschüss. Sie sehen dort den berühmt-berüchtigten Beluga-Stör. Der Beluga-Stör ist verbreitet vom Schwarzen Meer bis zum Kaspischen Meer, leitet jedes Jahr 7 Millionen Eier und wandert für das zurück in die Flüsse. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß und ich bin weg. Ja, jetzt hast du doch gesagt, du lernst etwas aus deinem Nicht zu viele Gadgets. Den hatte ich per Zufall in meinem Rucksack gehabt. Und jetzt, als ich vorher den Herrn gesehen habe mit den Seehunden, habe ich gedacht, ah. Neuer Trick, dass man die Kinder nicht mehr davonlaufen. Die Süßigkeiten in der Tasche und sie sind die ganze Zeit bei dir. Und jetzt geht er dann wieder rum. Die haben Jingle Bello, Jingle Bello, Jingle Bell. Oh, jetzt war das. Jingle Bell, hey Jada, say. Aufpassen da, ist rutschig. Aber es ist nicht nur noch schlecht, weil wir wissen jetzt immer, wo sie sind. Ich glaube, an diesem Geschenk werden die beiden Väter noch sehr viel Freude haben. Ja, definitiv. Leo. Also, Fernsehen schauen. Ich glaube, da haben wir uns alle verdient. Es gibt Fernsehen à Diskretion von mir aus 3 Stunden. Das geht gar nicht. Fest eröffnet. Ja. Also, sie würden natürlich schon ewig schauen. Innerlich ist schon ein bisschen gealtert. Ja, manchmal fällt mir so innerlich ein bisschen zusammen. Sonst kann ich eigentlich meine Laune immer aufrechterhalten. Aber die vergangenen 2 Tage hat es doch ab und zu Situationen gegeben, wo ich gedacht habe, ich muss da raus. Hast du ein Verständnis für die Eltern entwickelt in dieser Zeit? Ich muss meiner Mutter noch gratulieren, wie sie das früher noch immer gehandelt hat. So recht allein, weil mein Vater hat fast nur geschafft. Und ich immer denke, das ist ja voll easy. Sie schaut ein bisschen auf uns, aber brauchen wieder mal ein bisschen gute Laune. Ja, da? Ist der Fernseher nicht so gut? Nicht? Bist du sicher? Bist du schon ein bisschen müde, hä? Essen! Schau lang Fernsehen geschaut. Einfach abstellen. Ein kapitaler Fehler, wenn Kinder am Fernsehen schauen sind. Einfach abstellen. Und auch schon kurz Vorwarnung gegeben, es ist dann bald fertig, das Essen ist parat, was immer. Ja, danach kann ich schlecht damit umgehen, dass der Fernseher plötzlich schwarz ist. Madame? Essen? Das Essen ist zwar parat, aber es scheint sonst gerade gar nicht mehr zu funktionieren. Komm! Ah.
Peter, ich glaube mal. Dieser Peter war ein bisschen streng. Nicht nur für mich. Oh, du hast noch gar kein... Soll ich dir noch ein Wasserglas bringen? Willst du auch nicht mehr essen? Nicht? Was ist denn jetzt mit dir los? Amigo! Was ist los? Komm mal zu mir. Was hast du denn? Bist du schon ein bisschen müde wahrscheinlich, gell? Nein, du bleibst sitzen. Macht jetzt jede und jeder noch eine Szene, hä? Hör auf! Was ist das denn? Komm, wir probieren mal eins. Das Ja, der Tier muss auch essen. Komm. Das Problem ist auch, die Sanktionsmöglichkeiten sind ein bisschen beschränkt. Weil ich bin ja nicht der Erziehungsberechtigte, sondern nur die Supernanny. Das gibt es einfach manchmal. Und dann du musst einfach durchstehen. Durchbeissen. Und gerade wenn sie dann einfach wirklich nicht essen wollen, nicht Hunger haben, zwingen kannst du sie nicht. Also, weißt, dann geht man halt ins Bett. Dann gibt es vielleicht noch ein Milchchen, halt, bevor man ins Bett geht, dass es nicht ganz nichts hat. Jetzt kannst du mir vielleicht noch etwas erklären, Gaia. Wieso tun Kinder eigentlich manchmal auf das Mal ein bisschen schwierig? Was wollen sie damit erreichen? Sie wollen einfach mehr Fenster schauen, mehr Süßigkeiten essen. Das ist der Fall. Das ist der erste. Das ist aber eine saubere Antwort, ja. Und funktioniert denn das amix? Ja. Wenn man ein bisschen blöd tut, dann kann man mehr Fernsehen schauen. Eigentlich nicht. Ah, das ist ja total kontraproduktiv. Dann würde man ja gescheiter nicht blöd tun, oder? Ja, besser. Ja, manchmal ist man einfach ein bisschen schlecht gelaunt, gell? Dann kann man nichts mehr dagegen machen. Ich bin eben eigentlich durch. Ihr habt mich wirklich geschafft heute. Ciao. Tschüss, Chada. So, schlaf gut. Ciao. Am 8. Uhr ist Lichter löschen. Auch für den Jan. Schliesslich geht es auch am Sonntagmorgen wieder früh los. Ja. Nein, ich mache nicht so leer. Nein. Okay. Offen. Oh, haben wir den Arm noch drin? Gut, lassen wir es ein bisschen offen. He? Nein. Sehr ist drin. Deine Miete ist da. Können wir doch jetzt bitte verzieren? Du bist abziehen, oder? Mamma mia, la caramba. Das Wichtigste bei Kindern ist, man muss rausspüren, was ihre Bedürfnisse sind. Ja. Sich auf die Sirene einlassen beim Wickeln. Und dann muss man das nicht versuchen herzwingen. Sonst gibt es nur schon wieder Eskalation. Heute läuft es eigentlich bis jetzt recht gut. Es hat noch kein Kind einen Meltdown gehabt. Ich habe meinen Kuchen ungeschützt rumliegen lassen. Willst du auch höchst? Ja. Holen wir den noch. Sind alle mit von der Partie? Dann könnt ihr nachher sagen, ihr habt den Kuchen gemacht für Papa und Daddy.
Ja, du machst deine eigene Torte. Prima. Aber nicht so gut wie mir. Das sieht man dann schon. Aber Gaia hat gefunden, wenn die beiden Babys wieder heimkommen, haben sie sich einen Kuchen verdient. Und das ist jetzt unser Gemeinschaftswerk. ich freue mich mega fest, dass Daddy und Papa kommen. Überraschungsbesuch. Plötzlich und unangemeldet kommen noch die Grosseltern der Kinder. Oh! Jan, freut mich. Hallo. Hallo. Chicho, hallo. So schön, dich wieder zu sehen. Wie ist es gegangen? Papa, schau, ich habe den Kuchen backen. Wow. Und da stehen noch Brocken drauf. Wo ist denn nicht passiert? Ich glaube, es ist verhältnismäßig gut. Verhältnismäßig gut. Natürlich nie hundertprozentig gut, aber das gibt es, glaube ich, auch gar nicht, oder? Nein. Dass es nie eskaliert. Aber sind noch alle gesund? Sie Sind haben noch nicht alle ins drei Spital da? müssen? Nein. Dann ist ja schon alles gut. Und sie freuen sich auch wieder, dass Papa und Daddy. Das vermute ich. Das habe ich auch ein bisschen gehofft. Also. So. Und ihr? Du, wir haben es super gehabt. Amore. Hai fatto la torta? E me lo dai un bacio? Ja, ich halte das gut. Oder was da drauf? Hai fatto... Oh, che amore che sei. Sì, grazie. Da? Oh, schade. Dann weiss man, wer ich Ich habe dich so vermisst. Haben ihr es gut gehabt? Tipptopp. Danke, Otto. Tipptopp. Du siehst es dann. Man gewöhnt sich noch recht schnell daran, dass es nicht mehr viel Erholungszeit gibt. Und die kleinen Momente, die man hat, genießt man umso mehr. Sie sind wieder ruhig. Gut. Das Lustige ist schon, weißt du, all die Pläne, die er gemacht hat, ich mache das, ich mache das, ich mache das. Und dann merkst du, okay, es geht nicht auf, weil du halt immer eine Unbekannte hast in dem ganzen Prozess. Ich bin gestartet mit selber gemachten Knöpfchen und habe aufgehört mit Spaghetti Pesto aus der Dose. Das ist absolut okay. Ich meine, man hat nicht immer Zeit, ein ganzes Programm Oder hast du später machen, oh, mal ist auch noch mutig. Und am Morgen, wenn du zum Zimmer reinkommst und die kumpelt wirklich da schon in ihrem Gatter umeinander, so in freudiger Erwartung vor dem neuen Tag, das ist schon schön. Eine wundervolle Erfahrung gewesen. Und merci vielmals, dass ihr so viel Vertrauen habt, um einfach eure Kinder mir abzugeben. Ich habe nicht gewusst, ob der... Du darfst jederzeit weiterkommen. Darf ich wiederkommen? Ja, selbstverständlich. Salute! Hey, danke euch auch. Mehr-Episoden findet ihr hier. Anregungen, Kritik und natürlich auch Komplimente. Und hier oben hingeschrieben. Bis bald! SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region». Das Mikrolabel für regionale Produkte. Schon fertig? La 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 la.